Das Mann fällt euer Mund abbredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Große Ehre bei uns am Mundartbrettel, der erste Schweizer Künstler. Da haben wir das Glück, dass das Generalkonsulat von der Schweiz in München uns deine Reisekosten finanziert. Das ist wunderbar. Und deswegen können wir heute präsentieren die Bella Farni. Gell, du bist eine Liedermacherin eigentlich ursprünglich gelernt. Also du bist, sage ich mal, ein brutal bunter Hund. So, sagt ihr bunte Hündin? Bei uns sagt man bunter Hund, egal welches Geschlecht. Bunter Hund, okay. Genau. Und du hast schon ziemlich alles gemacht, was man so auf der Bühne überhaupt mag. Oder? Vom Zirkus angefangen, haben wir gestern ein bisschen geratscht, das fand ich total interessant. Ja, das du hast den Schweizer Zirkusstar gewonnen, oder? Ja, das war in Berlin, das war in Berlin. Ja genau, vom deutsch-amerikanischen Waffenplatz und da war TV München, TV Berlin und Lokal TV U1 Schweiz. Das gibt es jetzt nicht mehr, das war SES Schweiz 5, ja. Und die haben da so eine Reality-Soap gemacht, Zirkusstar 2004, also das ist auch schon eine Weile her. Hallo, genau, aber, da war ich noch. Also eine Zirkusclownerie und genau. Sowas, dann bist du, glaube ich, ziemlich gut, warst du mal eine Zeit lang sehr, sehr gut gebucht als Madonna-Double. Ja, immer wieder, ja genau. Die ursprünglich gelernt bist der Tänzerin, oder? Ja, ich habe also als Kind mit der Gitarre angefangen. Ja, schulbegleitend. Gitarre auch studiert, oder? Ja, klassische Gitarre, da musste ich eine Aufnahmeprüfung machen. Als Kind schulbegleitend ging ich dann einmal in der Woche in klassischen Gitarrenunterricht und so. Aber ich bin nicht so ein, also die Noten lesen, das hat mich schnell gelangweilt. Ja, ich habe schnell liebe eigene Sachen gespielt und ja, war halt einfach meine Fantasie zu groß. Als Geschrieben hast du auch relativ schnell, oder? Du hast dann eigene Lieder, habe ich auch, ja, das habe ich auch und dann, ja genau, und dann habe ich natürlich, ich war ein wildes Kind, ein bisschen eine Revoluzerin und habe dann mit der Tanzausbildung angefangen und habe dann natürlich verschiedene Sachen gemacht, auch Musical-Sachen und dann die Madonna, als Madonna-Double, also Tribute quasi, würde ich eher sagen als Double. Ja, auf jeden Fall bin ich da auch reingerutscht und hatte wirklich tatsächlich auch sogar an dem Tag, wo die Madonna in München im Olympic-Stadion war, in 2009 habe ich die Madonna gedoubelt vor ihrem Konzert mit 4 Profitänzern im BMW-Haus, ja, nebenan. Und dann war die Madonna dann live im Olympic und dann haben mich 2 Bodyguards tatsächlich unter die Leute gejagt. Und die haben wirklich gemeint, ich sei sie. Also weißt du, ich war wirklich zurecht mit Hut und so, also die moderne 2010, so interessant. Diese Typ, ja. Und jetzt, also dann eben Liedermacherei, ziemlich stark, oder? Du hast ja EPs aufgenommen und Videos produziert. Ja, genau. Das habe ich gemacht, im 11 habe ich da, also nee, 13 kam die EP, 14, 15 das Video, da war ich dann mehr in die Musik hineingegangen. Wieder so wie ein Kreis, der mit der Musik angefangen hat und wieder mit der Musik endet. Ja, dass man das denkt, du bist in Bern, oder? Also dein Dialekt ist Berndeutsch. Berndeutsch, ja, bin ich aufgewachsen, zu Ostermundigen. Die Wurzeln sind? Meine Wurzeln sind also zu Ostermundigen, das ist so ein Vorort von Bern, da wo die Ursula Andres und die Michelle Hunziker herkommen. Das Ostermundigen, ja, blond, ja. Von da bin ich aufgewachsen und meine Mutter kommt aus Liechtenstein, ja. Ich bin so Doppelbürger und ja. Aber Bern. Staatsbürgerschaft. Doppelte Staatsbürgerschaft? Ja, beides doppelte, ja, genau. Interessant. Ja. Und in dem Zirkus, da hat es auch mit Tieren einiges zu tun, oder? Ja, genau, weil das war Zirkus Fliegenpilz auf dem deutsch-amerikanischen Waffenplatz in Berlin. Und das war eigentlich so wie Big Brother is watching you mit Kameras, 24 Stunden. Wir waren da so in einem Wohnwagen und die Tiere, die hatten viele Tiere dort, Fliegenpilz und Schweine und Kuh. Auf der Kuh bin ich geritten und habe die Schweizer Fahne geschwungen. Aber da musst du dann aufpassen, wenn die Kuh dann geht und du schwingst den Schwung nicht rechtzeitig, da sitzt dann am Boden, gell? Und dann auf die Kuh gestanden und wirklich diese Schweizer, das war gefährlich, aber also Zirkus, da musst du ein bisschen was riskieren, gell? Und Schweine und mit da bist du praktisch so hineingerutscht in diesen Zirkus und hast dich da diesen... 4 Wochen in dieses Projekt. Das ist ja Wahnsinn, also... Ja.
Kennt man Hast dich dich denn Pferde als, gestellt und so weiter. Ja. kennt man dich denn als Liedermacherin in Bern und so Umgebung? Schon, oder? Ja, wenn du natürlich so vielseitig bist, fängst du immer wieder von vorne an. Gell? Ja, Ja, dann hast du natürlich einen großen also Vita auch, wo die Leute dann ein bisschen rumrecherchieren und so. Aber ich habe natürlich auch in der Schweiz schon gespielt und Konzerte gegeben, aber ja, es können noch mehr kommen, weißt du? Also, Mit diesem Musikkabarett, das du Ja. jetzt machst, da hast du eine Berliner Regisseurin, oder wie war das? ja, genau, das war ein Musikcoach, der Mann, genau, ein Musikcoach aus Berlin, Matthias Binner, aus nach Musikkabarett, der ist jetzt mehr aufs Klavier und Gitarre macht er auch und das war sehr gut für mich, weil wenn du Musikkabarett machst, ist das natürlich, sprichst du und singst du und das ist gar nicht so einfach, gell? Und das ist immer gut, wenn du jemanden hast, der auch vom Fach ist, ein bisschen der weiß, draufschaut, ja, was und weiß mit Tempo und von den Geschichten her, dass es dann passt. Und die Regisseurin war auch aus Berlin und die war sehr streng zu mir auch. Aber es habe ich vielleicht gebraucht. Was weiß ich, ja. Werden wir ja heute sehen. Ja, was es ja, gebracht hat, Ausschnitte. genau. Ich meine, das ist mein erstes Musikkabarett-Solo-Programm. Das heißt, 2x45 Minuten. Sack und Radau, gell? Gesack und Radau. Ja, jetzt können wir ja, Gesack, nachdem wir ja jetzt nichts hören, können wir vielleicht das kurz lüften, was es bedeutet, oder? Gesack und Radau, oder möchtest du das lieber nicht lüften? Also ich mache es dann heute. Ja, ist klar, Gleich. aber die Leute, das ist ja jetzt eine Aufzeichnung fürs Internet und so. Also gesagt, dieses kurz und knapp, gesagt, dieses Wort existiert überhaupt nicht. Okay. Genau. Und Du dann hast hat das sie ja erfunden, genau. wir Schweizer von. Die Schweizer erfinden Genau. ein neues Wort. Genau, genau. Weil es war, ich habe Eigentlich wirklich ist es Gesang, oder? Eigentlich Gesang, ist es Gesang ja, und du hast genau. aber Ich Gesang habe immer verstanden. Gesang verstanden aus einem Berliner Song, ja. Den mache ich heute nicht, aber der kommt dann in meinem kabarettistischen Programm im zweiten Teil. Ja, man kann in 20 Minuten nicht alles bringen, aber ich erkläre ja sehr schnell dieses Spiel mit diesem Gesack und Radau. Ja, ich wollte einfach ein eigenes Wort nehmen, weißt du. Schön. Und die Themen so von deinem Kabarett, du willst schon Auto fahren? Ja, genau, also auf jeden Fall ist es immer wichtig, das Publikum auch von Moment zu Moment, aber das Thema ist sicher Mann-Frau. Frau-Mann ist ein Thema, Autofahren ist ein Thema, also es sind aktuelle Themen. Aus dem Leben, Aus dem ja. Leben, genau. Ja, genau. Ja, dann sind Genau. wir schon sehr, sehr gespannt und freuen uns wahnsinnig, dass wir dich da haben. Natürlich ein bisschen Und, Schweizer Kultur. Genau. Du bist ja auch schon perfekt In den Farben gekleidet, bist in du auf jeden Fall Rot-Weiß. schon gekleidet, gell? In den Ja. Landesfarben der Ja. Schweiz. Du hast ja, glaube ich, auch eine Gitarre. Gitarre hat da das Logo drauf von der Ja. Schweiz. Genau, extra. Also ich weiß noch, war es auch witzig, wo ich die gekauft habe, vielleicht so vor 10 Jahren war das, ja. Und ich war in diesem Gitarrenladen und die hat mich einfach so angeguckt und ich habe schon damals gewusst, ich habe noch nicht jetzt wirklich konkrete Pläne mit dem Musikkabarett, aber ich habe gewusst, ich will diese Gitarre, die muss ich haben, da kann ich Blödelzeugs drauf machen, weißt du, so irgendwie, das ist so eine Inspiration für so Blödelzeugs, so lustige Sachen. Ja, Ja, schön. Da freuen wir uns Ja. jetzt schon sehr drauf. genau. Genau. Dankeschön. Das Ja. wird ja Vielen Dank und wir Ja. freuen uns Freut mich auch, ja. auf deine Darbietung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön. Dis man voi toia munda pridel, drei holla rolla